Hey, ja, wir freuen uns zum Taufe feiern, heute auch von meiner Seite her. Willkommen und freue mich riesig. Und unsere Täuflinge haben sich entschieden, so ein Zeichen zu setzen, ich folge Jesus nach. Und vielleicht bist du da und sagst, hey, irgendwie bin ich fasziniert von den Menschen, die so eine Entscheidung treffen für Jesus und ihr Bekenntnis so raushauen heute, dass es alle sehen können. Und du sagst, wow, irgendwie fasziniert es mich, wieso die Leute ihr ganzes Leben auf Jesus setzen, auf die Karte von Jesus setzen. Und vielleicht bist du aber auch da oder du schaust zu und du sagst, ich habe eher Fragen zu dem ganzen Thema von Glauben und Jesus und Bibel und Kirche. Es macht mir eher Bauchweh, als dass ich jetzt fasziniert bin und so mitfiebern tue. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir in einer Zeit leben vom Zweifel. Wir alle leben in einer Zeit, wo so viele Optionen da sind, wie du kannst dein Leben leben, auf was du hoffen tust, was dir Erfüllung gibt, was dir Sicherheit gibt. Es gibt 1000 Optionen. Wer sagt, was das Richtige ist? Ob das mit dem Jesus aufgeht oder ob dein Lebenskonzept aufgeht. Und so, jemand hat es mal so gesagt, ich habe es letzte Woche gelesen, wir sind eigentlich alle Skeptiker geworden in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Ob wir jetzt Christen sind oder nicht Christen, wir haben alle so gewisse Fragen, gewisse Fragezeichen, Zweifel, offene Fragen oder Hoffnungen. Und darum lesen wir heute einen Text, der brandaktuell ist, und zwar aus Lukas 7. Lukas 7, Vers 18 bis 23. Und bevor ich das lese, ganz kurz der Kontext. Jesus hat Wunder da. Er hat einen Diener von einem römischen Hauptmann geheilt mit einem Gebet und er hat einen Jugendlichen von den Toten auferweckt. Und dann haben die Leute, die das gesehen haben, gesagt, hey, wow, was für ein Prophet ist das, der Jesus. Und da heißt es in unserem Text ab Vers 18, Johannes der Täufer erfuhr von seinen Jüngern alles, was Jesus tat. Er rief 2 seiner Jünger zu sich und schickte sie zum Herrn, um ihn zu fragen, bist du wirklich der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Die beiden Jünger von Johannes fanden Jesus und sagten zu ihm, Johannes der Täufer schickt uns, um zu fragen, bist du wirklich der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Während sie bei ihm waren, heilte er Jesus, viele Menschen von ihren Krankheiten, trieb böse Geister aus und gab Blinden ihr Augenlicht zurück. Er gab den Jüngern des Johannes zur Antwort, kehrt zu Johannes zurück und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm auch, Gott segnet die keinen Anstoß an mir nehmen. Soweit Gottes Wort. Wir sehen in dem Text das erste Mal, dass Jesus unseren Zweifel begegnet. Viele Leute, die gläubig sind, wachsen auf so ein bisschen mit dem Gedanken, ich darf gar nicht über meine Zweifel reden, sonst bin ich ja gar nicht mehr gläubig. Und auch viele Christen wachsen auf und sagen, ich habe eigentlich einige Fragen an Glauben, ich habe einige Zweifel an Glauben. Stimmt das wirklich mit der Bibel? Warum hat Gott das zugelassen? Gibt es Gott überhaupt? Aber ich sollte, glaube ich, die Fragen hier in der Kirche nicht stellen. So sind viele von uns auch aufgewachsen. Im Sinne von, was, du hast Fragen? Nein, weißt du, einfach glauben. Du musst einfach nur glauben, dann kommt alles gut. Und wir schieben die Fragen und die Zweifel so auf die Seite. Aber schau mal, wer in unserer Geschichte am Zweifeln ist. Wer Fragen hat, es ist der Johannes der Täufer. Jesus sagt, das ist der grösste Prophet, der überhaupt gelebt hat, bevor Jesus kommt. Das ist der Prophet, er hat eigentlich eine Erweckung, eine Volksbewegung angeführt. Tausende von Menschen haben den Johannes gehört, wie er predigt hat und haben gemerkt, hey, wenn Gott auf die Welt kommt als der Messias, hey, dann muss ich mein Leben ändern. Ich kann nicht so von Gott bestehen. Und Tausende von Menschen haben sich taufen lassen und haben gesagt, hey Gott, ich glaube an dich, ich bekenne meine Sünden, ich ändere mein Leben, ich möchte dir nachfolgen. Ein riesen Erfolg. Und wo Jesus kommt, sagt der Johannes der Täufer von ihm, schaut dort, das ist Gottes Opferlamm. Der die Sünden von der ganzen Welt tragen tut. Also Johannes hat genau gewusst, wer Jesus ist, hat ihn angekündigt. Und jetzt hat er Zweifel. Ist eigentlich noch ermutigend, oder? Wenn jemand, der so ein Top-Shot ist, in der Bibel Zweifel hat, dann dürfen du und ich doch auch haben. Und er sagt, Jesus, bist du wirklich der eine? Ich glaube, der Lukas, der die Geschichte aufgeschrieben hat, da in der Bibel, ein Arzt,
Er hat die Geschichte extra reingenommen, weil er gesagt hat, ich weiß ja, dass meine Leser, die haben Jesus nicht selber gesehen, die haben Jesus nicht gehört, die haben Jesus nie können anlangen oder vor ihm stehen. Und die haben auch Zweifel. Gibt es den Jesus wirklich? Ist das wirklich der, der er sagt? Und er sagt, hey, lies die Geschichte und du wirst sehen, hey, du darfst auch Zweifel haben. Das ist in Ordnung. Und ich glaube, das gilt auch für uns alle. Christen und nicht Christen. Wir dürfen mit unseren Fragen zu Jesus kommen und Jesus begegnet diesen Fragen. Wir haben im Moment als Kirche das Thema reflektiert Glauben. Das ist unser Jahresthema. Und wir sagen auch in unseren Kleingruppen, hey, du darfst kommen mit allen Fragen, die du hast. Du darfst kommen mit allen Zweifeln, die du hast. Du wirst nicht belächelt, wir schauen nicht auf dich runter, sondern wir nehmen das ernst, was du für Fragen hast. Und wir wollen miteinander diesen Fragen angehen und sagen, hey, wo gibt es da Antworten drauf? Miteinander. Weil das Jesus auch so gemacht hätte. Und wieso haben wir Fragen? Weil wir als Menschen, wir sind auf der Suche. Wir sind auf der Suche nach dem, was erfüllt mich wirklich? Was gibt meinem Leben Sinn? Was gibt meinem Leben Stabilität und Sicherheit? Und so hat der Johannes auch gesagt, bist du der, der soll kommen? Bist du der eine? Ich weiß nicht, ob du die Frage auch schon gestellt hast, in einem ganz anderen Kontext, wo du ein bisschen jünger warst vielleicht, im Studium oder in der Ferien oder am Zürichsee und du sitzt neben jemandem und du fragst dich, ist das echt der eine oder ist sie echt die eine? Und du fragst dich, hey, ja, ist sie die oder ist er die, wo mich so sieht, von weitem, wo mich versteht, wo, wenn ich mit ihr zusammen bin oder wenn ich mit ihm zusammen bin, hey, dann wird mein Leben besser. Dann merke ich plötzlich, ich bin mutiger, als ich mich früher gefühlt habe. Oder ich bin sicherer, als ich mich früher gefühlt habe. Die Person, wo du sagst, hey, das war meine Lebensrettung gewesen. Oder das ist die Person, die mein Leben schön macht und die meinem Leben Sinn gibt. Bist du der eine? Und ich weiss, wenn wir jetzt zu fest schwärmen, so über die grosse Liebe, dann sagen alle Schweizer, zumindest Schweizer, hey, komm wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Das Leben ist nicht immer ein Traum. Das Leben ist nicht immer ein Ponyhof. Und es ist wahr. Wir sind dann ein bisschen vorsichtig, sagen, hey, das Leben kann auch anders verlaufen. Und gewisse von uns, wir sagen auch, du, ich habe den Traum von der grossen Liebe, den habe ich irgendwo hinter mir gelassen. Und trotzdem, wenn wir es hören, wenn jemand so begeistert ist, seine ganze Hoffnung auf einen Mann setzt, es tut gleich etwas in unserem Herzen wecken und sagen, hey, ich habe eigentlich den Wunsch nach Erfüllung. Ich habe den Wunsch nach Sicherheit. Und der Johannes bringt das so gut zum Ausdruck. Er sagt, hey, bist du der eine, der kommt? Oder soll ich auf einen anderen warten? Er sagt, hey, wenn du es nicht bist, dann werde ich noch jemand anders weitersuchen. Weil eins weiss ich kann nicht aufhören zu suchen in meinem Leben, bis ich Erfüllung gefunden habe, bis ich Sicherheit gefunden habe, bis ich weiss, wo ich meine Hoffnung aufsetzen kann. Wenn es du nicht bist, dann gehe ich noch jemand anders suchen. Und Jesus sieht den Hunger, die Frage. Er sieht die Sehnsucht und er antwortet ihm und er sagt im Vers 22, kehre zurück zum Johannes und sagt ihm, was er gesehen und gehört hat, Blinde gesehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, etc., etc. Was Jesus da aufzählt, ist nicht nur, was er selber gemacht hat. Er hat Menschen geheilt, er hat Tote auferweckt. In den letzten Monaten. Und der Johannes hört das alles. Es ist auch, was das Alte Testament über den Messias sagt. Jesus zitiert da eigentlich, oder stellt Vers zusammen aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, 700 Jahre vor Jesus. Hat der Jesaja gesagt, wenn der Messias kommt, dann werden die Toten leben. Die Augen der Blinden werden geöffnet, die Ohren der Ohren, die Lahmen werden springen und der Geist von Gott wird auf dieser Person sein und er wird den Armen das Evangelium künden. Und Jesus sagt eigentlich am Johannes der Täufer, lies deine Bibel, schau, was über den Messias drin steht im Alten Testament und dann schau, was ich kann und was ich mache. Und dann wirst du wissen, dass ich der Messias bin, dass ich der Sohn Gottes bin. Lies deine Bibel. Und ich glaube, Gott sagt uns etwas ganz Ähnliches, wenn wir Zweifel haben, wenn wir Fragen haben. Wenn wir wieder wie der Johannes der Täufer in einer Situation sind, wo wir sagen, hey, mir geht es so schlecht. Ich verstehe Gott nicht mehr. Ich habe Frage, Jesus versteht unsere Zweifel. Er versteht, wenn du eine Diagnose bekommst, die dein ganzes Leben auf den Kopf stellt, wenn jemand stirbt, wo du geliebt hast, wenn du in einer Situation inne bist, wo du sagst, ich habe keine Hoffnung mehr. Jesus versteht die Frage.
der sagt dir, studiert die Bibel. Gang tiefer als das, was du bisher gelesen hast. Nimm mein Wort absolut ernst. Los Podcasts, frag Christen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, aber mach dich schlau und find raus, ob die Zweifel berechtigt sind oder ob nicht Gott sein Wort erfüllt und Jesus real ist. Und auch wenn du an der Bibel zweifelst, sagt dir Jesus genau das Gleiche. Prüf's, schau nach, stell dich den Fakten. Wenn es nicht stimmt, kannst du weglaufen und jemand anderes suchen, der dein Leben erfüllt. Aber wenn du merkst, es ist wahr, es bestätigt sich, es hebt alles zusammen, dann folg mir nach. Ich möchte ein kleines Beispiel geben. 1948 ist in der Nähe vom Toten Meer, bei der Qumran-Höhle, sind Schriftrollen gefunden. Und wo man die analysiert hat, hat man gemerkt, das ist die Rolle von Jesaja, das ganze Buch von Jesaja, ist in dieser Höhle in so Tonküchen aufbewahrt geblieben und man hat sie datiert, ist in den 20 Minuten noch drin gewesen, mit KI haben wir das noch analysiert und hat gemerkt, hey, das ist 200 vor Christus sind die Pergamentrollen geschrieben worden. 200 vor Christus. Die wir bisher hatten, die Schriftrollen von Jesaja, sind 1000 nach Christus gewesen. Das heisst, wir haben vor 50 Jahren Rollen gefunden, die 1200 Jahre älter sind als alles, was wir bisher gekannt haben von der Jesaja-Rolle. Und es stimmt praktisch Wort für Wort überein. Über 1200 Jahre sind die Texte Wort für Wort überliefert worden. Also wir können mit anderen Worten, was du heute liest in der Bibel von Jesaja, ist genau das, was Jesus gelesen hat, als er es zitiert hat. Weil die Bibel zuverlässig ist und dir kann Antworten geben auf deine Fragen. Jesus begegnet uns in unseren Zweifeln mit Fakten, mit seinen Worten. Aber Jesus macht noch etwas anderes. Er erklärt, wer er ist. Nochmal Vers 22, er sagt, Blinde sehen, Gelähmte werden geheilt, Aussätzige werden geheilt, Taube hören. Er sagt dem Johannes, schau, ich bin gekommen für die Armen und für die Schwachen. Und da kommt, plötzlich merken wir, das ist eigentlich die Ursache von der ganzen Zweifel, die Johannes der Täufer hatte. Er hat einen angekündigt, er hat schon früher über den Messias geredet und hat gesagt, der kommen wird, der ist stärker als ich. Lukas 3. Und wenn er wird kommen, wird er Feuer bringen. Er wird die Spreu im ewigen Feuer verbrennen. Der Johannes der Täufer hat eine Vorstellung von Jesus, der wird kommen, er wird stark sein, er wird Macht haben, er wird sich durchsetzen. Er wird Menschen, die böse sind, wieder richten. Er wird Ausbeuter, er wird Tyrannen, wieder abschaffen. Er wird Römer aus dem Land rausgehen. Johannes der Täufer hat eine falsche Vorstellung von Jesus. Und darum ist er so verschrocken, darum hat er plötzlich so viel Zweifel gehabt. Er sagt, Jesus, ich habe dich die ganze Zeit angekündigt und predigt und jetzt hocke ich im Gefängnis. Jetzt kommst du mit deiner Power von Gott und kannst mich nicht einmal aus dem Gefängnis rausholen. Was ist denn mit dir los? Weil er nicht verstanden hat, wieso Jesus gekommen ist. Jesus sagt, ich bin für die Armen und für die Schwachen gekommen. Und ich glaube auch heute, die meisten Fragen, die Menschen haben, das habe ich das Gefühl im Gespräch auch mit Menschen, ist, weil wir Jesus missverstehen, wie der Johannes der Täufer. Wir meinen in unserer Gesellschaft, dass Jesus gekommen ist, um uns zu sagen, wie wir leben sollen. Wir meinen, Jesus ist gekommen, um uns zu sagen, hey, du deinen Nächsten lieben. Bist grosszügig, bist zuverlässig, bist ein guter Mensch, bist ein Vorbild, schützt die Schwachen, schaff Gerechtigkeit auf dieser Welt. Wir meinen, dass Jesus primär für das gekommen ist. Und wir missverstehen Jesus. Er sagt, ich bin nicht gekommen, zum Vorbilder zu suchen. Ich bin nicht gekommen, zum Menschen zu suchen mit Charakter. Ich bin gekommen für die Menschen, die sich hilflos fühlen. Ich bin gekommen für die Menschen, die ihre Grenzen merken, ihre Schwächen merken, die das Böse auch spüren in ihrem Herz, die das Gefühl haben, ich habe mein Leben gelebt, ich mag nicht mehr. Ich habe Sachen da, die ich nicht mehr zurücknehmen kann. Für diese Menschen ist Jesus gekommen. Lukas 6,20 sagt Jesus, selig seid ihr Armen. Für die ist Jesus gekommen. Und damit wir nicht meinen, dass es primär um Geld geht, sagt das Matthäus-Evangelium, dass Jesus sagt, selig sind, die geistlich arm sind. Mit anderen Worten, Jesus kommt für die selber merken, ich habe nichts zu bringen.
Ich kann Gott nichts bringen, wo er sagt, wow, du bist ein guter Mensch. Für genau die Menschen ist Jesus gekommen. Und ich möchte es dir noch illustrieren, was das bedeutet. Schau, wir haben alle in gewissen Situationen schon Sachen gemacht, die falsch sind, Unrecht da. Wir haben alle schon Menschen nicht nach ihrer Würde behandelt. Indem wir vielleicht Leute bloßgestellt haben mit unseren Worten, ausgenutzt haben, ausgrenzt haben. Das kennen wir alle. Wir haben alle so Sachen in unserem Rucksack drin. Und wenn das auf eine Waage aufentun, würde es wie die Waage, wie ein Gewicht auf der einen Seite. Von Schuld, von Bösem in deinem Leben. Aber wir sagen als Menschen, es gibt ja noch die andere Seite. Ich habe ja auch viel Gutes gemacht. Ich habe auch Menschen geholfen. Ich bin auch oft ein guter Mensch gewesen. Ich habe meine Kinder erzogen, ich habe für sie geschaut, ich bin meinem Partner treu gewesen, ich habe Leute reingenommen in meine Gruppe, die irgendwie auch einsam oder ausgegrenzt waren, was immer. Wir sagen, hey, ja, ich brauche Vergebung für die paar Sachen da in meinem Leben, aber ich habe ja auch ein paar Sachen, die ich Gott zeigen kann. Sagen, hey, die Waage ist einigermaßen im Gleichgewicht. Gott, du kannst doch zufrieden sein mit mir, du kannst mich doch annehmen, du kannst doch mein Leben segnen. Aber Jesus ist überhaupt nicht einverstanden mit dieser Einschätzung von uns. Die Bibel sagt, dass keiner Gutes tut, auch nicht einer. Kein Mensch tut Gutes, auch nicht einer. Und der Jesaja hat im Alten Testament gesagt, unsere allerbesten Taten sind so unrein wie ein schmutziges Kleid. Wie ein dreckiger Lumpen, könnte man vielleicht heute sagen. Wenn du dich fragst, wer ist denn ein Christ? Was sind das für Menschen, die sagen, ich folge Jesus nach oder die sich taufen lassen? Was ist ein Christ? Oder wie merke ich, dass ich ein Christ bin oder ein Christ werde? Ist es nicht, dass wir einfach nette Menschen sind? Es gibt einen riesen Unterschied zwischen einem Christ und einem netten Mensch. Ich kenne ein paar Christen, die nett sind. Du hoffentlich auch. Aber das ist nicht das Gleiche. Du kannst ein netter Mensch sein und nachher kannst du Jesus kennenlernen. Ja, dann bist du immer noch nett, wie vorher. Aber das ist nicht, was ein Christ ausmacht. Ein Christ ist jemand, der sagt, ich kann Gott nichts bringen. Es gibt nichts in meinem Leben, das glänzt von Gott. Wo Gott würde sagen, wow, ich habe endlich einen entdeckt, der so ein bisschen nach meinem Herz ist. Niemand. Ein Christ ist jemand, der sagt, hey, ich habe Böses gemacht. Und das Gute, was ich gemacht habe, habe ich aus böser Absicht gemacht. Und ich glaube, wenn wir nachdenken, kennen wir die Momente, wo wir sagen, ich tue Gutes, damit Gott mich nachher beschenkt. Oder ich tue Gutes, damit meine Kollegen mir nachher auch Gutes dienen. Oder ich tue Gutes, damit ich gut dastehe. Aber die Bibel sagt, das sind wie dreckige Lumpen. Wir können nichts von dem zu Gott bringen. Und wenn du das merkst, das ist auch mein Herz, dann bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich brauche einen Retter für mein ganzes Leben. Ich brauche Jesus. Wenn Jesus für die Starken kommt, dann bin ich nicht dabei. Wenn Jesus für die Vorbilder kommt, bin ich nicht dabei. Wenn Jesus für die Netten und die guten Menschen kommt, dann bin ich nicht dabei. Aber wenn er für die Schwachen kommt und für die Armen, dann gibt es für mich Hoffnung. Dann habe ich eine Chance. Dann sieht mich Jesus und er kann mich retten. Ich bin selber christlich aufgewachsen, ich bin da in dieser Kirche aufgewachsen und als Teenager habe ich gesagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, du faszinierst mich, du bist so gut. Und wenn ich zum Beispiel etwas geklaut habe ich gewusst, hey, ich muss Gott um Vergebung bitten, das ist nicht in Ordnung und es auch wieder zurückgeben. Aber sonst habe ich grundsätzlich gedacht, ich bin eigentlich noch ein guter Mensch. Gerade weil ich auch noch anderen Menschen erzählt habe von Jesus, habe ich gesagt, hey, den musst du unbedingt kennenlernen, der Jesus ist so gut. Und nachher ist ein Schultag im Gimmi, den ich bis heute nicht vergessen habe. Es ist immer noch, ich sehe es immer noch wie vor mir. Wir haben zu Mittag gegessen im Schulzimmer mit einigen Kollegen und wir haben eine hitzige Diskussion gehabt. Und jemand hat irgendwie, glaube ich, etwas gesagt, was mich so beleidigt hat oder mich verrückt gemacht hat. Ich bin hässig geworden und ich habe sein ganzes Schulmaterial, Etui, alles durchs ganze Zimmer durchgeschossen. Es war so laut, als das Zeug am Boden gefallen ist. Und eine von den Kolleginnen dreht sich zu der Klasse und sagt, und so einer ist Christ.
Und es war mir so peinlich gewesen. Und ich habe mich so verletzt gefühlt, aber vor allem, weil sie recht gehabt hat. Weil ich in dem Moment gemerkt habe, und ich habe noch ein paar Tage über die Situation nachgedacht, ich habe gemerkt, meine Fassade aussen ist tipptopp und nett, aber ich habe mein Herz gesehen und ich habe gemerkt, was da alles drin ist, an Wut, an Ärger, an Neid. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht zu den Starken und den Vorbildern und den Guten gehören, wo Jesus kommt holen. Ich gehöre zu den Schwachen und zu den Armen. Und ich habe mich ein paar Wochen später aufgrund von dem an einen Kurs angemeldet, hier in der Kirche, wo ich gesagt habe, ich möchte Jesus besser kennenlernen. Und ich habe gesagt, Jesus, ich brauche dich, du musst mein Retter sein. Ich kann dir nichts bringen. Und ich habe mich nachher taufen lassen. Da. Und das machen viele Menschen heute Morgen, weil sie sagen, ich habe einen Retter gebraucht und ich habe einen Retter gefunden. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Jesus sagt am Johannes, ich komme nicht zum Gericht bringen, zum Menschen verurteilen, zum Feuer auf Menschen bringen. Ich komme zum Gericht tragen. Ich komme zum Gericht ertragen, wo andere Menschen verdient hätten. Und schau, Jesus ist nicht nur zu den Armen gekommen, er ist auch arm geworden. Er ist nicht nur zu den Schwachen gekommen, er ist selber schwach geworden. Er ist nicht nur zu den Toten gekommen, er ist selber gestorben. Er hat sich identifiziert mit uns. Mit denen, die sagen, ich kann selber nicht. Und ich kann nichts bringen. Ich brauche einen Retter. Und so ist Jesus, als er verurteilt wurde, als er gefangen genommen worden ist, hat man ihm eine Augenbinde um den Kopf herumgetan. Und dann hat man ihn geschlagen und hat gesagt, Prophet, sag doch, wer dich geschlagen hat. Er ist geworden wie die Blinde. Und als er verhört worden ist von den Autoritäten, sind alle Freunde von ihm, alle Jünger, alle, die gesagt haben, wir folgen dir nach, sind weggelaufen. Und er ist so einsam gewesen und so verlassen und so ausgegrenzt, wie ein Aussätziger ist er geworden. Als Jesus gekreuzigt worden ist, hat man Nägel in seine Hände und in seine Füße hineingeschlagen. Und er war wie ein Gelähmter. Und die Bibel sagt, Jesus, der reich war beim Vater und alle Herrlichkeit hat, ist arm geworden, da auf dieser Erde, für uns, für dich und für mich. Er hat die Strafe getragen, die wir verdient hätten. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und ist mit dieser Schuld gestorben. Er ist der Retter. Er ist der Sohn Gottes und der Einzige, der uns retten kann. Und schau, wenn wir das verstehen, was Jesus da von sich sagt, merken wir auch, wieso dass er am Schluss sagt, Gott segnet die, die nicht Anstoß nehmen an Jesus. Was sagt Jesus da? Hey, ich bin anstößig. Nicht jeder wird mich lieben. Jesus ist anstößig. Weil auf der einen Seite kommt er zu dir und sagt, hey, ich helfe dir in deinen Zweifeln, ich helfe dir in deinen Fragen, ich helfe dir, wenn du Leid erlebst. Aber auf der anderen Seite sagt er, du kannst mich nicht minimieren zu einem kleinen, herzigen Vorbild. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der Einzige, der Wahrheit sagt und Wahrheit ist. Das, was ich sage über dein Leben, das ist wahr. Das, was ich sage über mich, wer ich bin, dass ich von Gott gekommen bin auf die Erde, zum Sterben für dich, das ist Wahrheit. Und es gibt keinen anderen Weg zu Gott als Jesus Christus. Das sagt er von sich. Und darum sagt er, ich bin anstößig. Menschen, die in Verzweiflung sind, werden sagen, ich brauche den Jesus, egal wer er ist und egal was es bedeutet, ihm nachfolgen. Aber Menschen, die selber sich stark fühlen, Menschen, die sagen, hey, ich bin doch nicht so schlecht, die fühlen sich beleidigt durch das, was Jesus sagt. Dass es jemanden gibt, der über ihrem Leben steht und alles weiß und alles beurteilt und der Einzige ist, der dich retten kann, aus deinem Leben, aus deiner Situation. Und darum sagt Jesus, hey, du kannst Gottes Segen erleben, wenn du nicht Anstoß nimmst daran, dass ich der Einzige bin, dass ich einen absoluten Anspruch habe als der Sohn Gottes. Du kannst nicht Rosinen picken bei Jesus. Du kannst nicht sagen, Jesus, ich finde deine Nächstenliebe super, aber das, was du über Heiligkeit und über das Gericht sagst, das will ich nicht hören. Du kannst auch nicht zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich finde es so cool, wie du die Gesellschaft radikal willst verändern. Aber dass du sagst, wir sollen sogar den schlimmsten Verbrecher vergeben, nein, mit dem will ich nichts zu tun haben. Du kannst Jesus nicht so aufteilen.
Er ist entweder Gottes Sohn, wo die Welt retten kann, oder er ist jemand, den du nur hassen kannst oder fürchterlich finden. Und so war es auch damals gewesen. Niemand hat gesagt, Jesus inspiriert mich, wo Jesus gelebt hat. Entweder man hat ihn gehasst oder ist von ihm davongerannt, oder man hat seine Knie vor ihm gebeugt und hat gesagt, du bist der Sohn Gottes, du kannst alles haben, was du willst von meinem Leben. Ich merke, ich brauche dich. Und das lesen wir am Schluss von dieser Geschichte, dass alle Menschen, sogar die verachtetsten Zolleinnehmer, haben sich Gottes Urteil unterworfen. Du hast recht, Gott. Ich brauche dich. Und haben sich taufen lassen. Aber es hat auch Menschen gegeben, die hochmütig und stolz waren. Und die gesagt haben, ich brauche die Taufe nicht, ich will das nicht. Wie gehst du mit Jesus um? Was machst du mit Jesus? Triggert dich Jesus? Weil er dir Sachen sagt über dein Herz, die du nicht möchtest hören? Weil er Sachen von sich sagt, die absolut sind? Oder rennst du von ihm davor, weil du denkst, was ist das für ein Spinner? Oder merkst du heute, dass er der Sohn Gottes ist, der vom Himmel herabgekommen ist auf die Erde, um uns dort zu begegnen, wo wir wirklich sind. Zerbrochen in unserem Herz. Und voller Schuld. Nicht gut, sondern verloren. Jesus kommt, um dich zu retten. Was machst du mit Jesus? Ich möchte dich einladen, deine Augen für einen Moment zu schliessen, wenn du Freiheit hast. Und ich möchte dir 2 Fragen stellen. Zum Schluss. Ich glaube, es sind einige Menschen da, die sagen, wenn das stimmt, wer Jesus ist, dass er der Retter ist für mein Leben, das wäre so genial, das wäre für mich eine Hoffnung, das würde ich mir wünschen, aber ich bin nicht sicher. Ich zweifle, ich habe Fragen. Und von dem, was wir gelesen haben in der Bibel, merkst du, wie Jesus sagt, hey komm, ich lade dich ein, stell deine Fragen, such Antworten. Gang dem nach, gib dich nicht zufrieden mit billigen Antworten. Lies die Bibel für dich selber. Entdeck, wer Jesus ist und ob die Bibel recht hat. Du wirst ihn kennenlernen und wirst sehen, dass das, was du hoffst und wünschen würdest, dass es auch wahr ist. Aber das sind auch andere Menschen heute Morgen, die sagen, hey, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich Jesus auf die Seite geschoben. Nicht, weil ich weiss, dass es wahr ist oder falsch ist oder dass er gut ist oder schlecht, sondern es hat gar nicht mit meinem Kopf und mit Argumenten zu tun, sondern mehr mit meinem Herz. Dass ich merke, ich will eigentlich gar niemanden, der mir ins Leben rettet. Und wenn es noch so wahr wäre, ich würde es nicht wählen. Ich bin mein eigener Chef, ich bin genug gut, ich brauche keinen Gott. Ich brauche niemanden über mich. Und ich glaube, wenn du das kannst sagen, oder ich sage mal denken für dich, dann ist es extrem ehrlich, was du machst. Zu sagen, so wie ich über Jesus denke, hat eigentlich gar nicht so viel mit Argumenten zu tun, sondern wo ich stehe in meinem eigenen Herz. Aber ich möchte dir sagen, du hörst heute Morgen an deinem Herz, während dem Gottesdienst, hörst du Gottes Stimme, die anklopft und sagt, hey, willst du mir nicht die Möglichkeit geben, dass ich mich so vorstellen kann, wie ich wirklich bin? Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass du da bist. Und ich glaube, dass auch wenn Jesus noch so allmächtig ist, alles kann und auch alles fordert von uns Menschen, weil er uns gemacht hat, dass du ihn kennenlernst, wenn du siehst, wie er für dich auf die Erde gekommen ist und ans Kreuz gegangen ist für dich, gestorben ist für dich, schwach geworden ist für dich. Er ist nicht einer, der an sich reisst. Er ist einer, der dich so liebt, dass er wartet, bis du sagst, ja Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Du kannst heute Morgen beten, Jesus, hilf mir doch, dass ich dich kennenlernen kann. Hilf, ich möchte dir eine faire Chance geben in meinem Leben. Dass der allmächtige Gott das kann in dein Leben bringen kann, wo du immer gesucht hast und wo nur er kann geben. Jesus, wir danken dir.
dass du uns in unseren Zweifeln begegnen tust. Mit so viel Liebe und Offenheit und Ehrlichkeit. Und dass du ein Retter bist für unser Leben. Ich bitte dich für Menschen, die in Not sind, Fragen haben, dass du ihnen begegnest, dass du ihr Rufen hörst, dass du Antworten gibst auf ihre Fragen. Und ich bitte dich für Menschen, die da sind und sagen, ich merke, es sind nicht nur in meinem Kopf Fragen, sondern es ist der Widerstand von meinem Herz, wo Jesus aufgehalten hat, wo ich Jesus nicht wollte. Und wenn Menschen da sind, die heute Morgen ehrlich werden mit dir und einfach in ihrem Herz ganz persönlich in ihrer Entscheidung sagen, Jesus, es liegt mehr an meinem Stolz, dass ich dich nicht wollte. An meinem Stolz, zum zu sagen, ich kann es selber, ich bin genug gut, aber heute merke ich brauche dich. Ich brauche einen Retter. Ich brauche den einen, der Hoffnung und Erfüllung und Vergebung in mein Leben bringt, dass ich einen Neuanfang haben mit dir. Danke, dass du die Gebet hörst. Und ich möchte in den letzten Moment von dieser Predigt dir die Möglichkeit geben, dass du mit mir beten kannst. Wenn du sagst, ich brauche Jesus. Ich merke, dass er mein Retter ist, Sohn Gottes ist. Möchte ich dich an deinen Platz bitten, während alle Menschen die Augen zu haben, während wir im Gebet sind, dich bitten. Wenn du sagst, ich brauche einen Retter, dann heb kurz für einen Moment deine Hand. Ich werde nicht mehr tun, als mit dir zusammen beten. Du musst nicht aufstehen, du musst nichts laut sagen. Du kannst in deinem Herzen mit mir beten. Wenn du da bist und sagst, Jesus, ich brauche dich als Retter, dann bete doch jetzt mit mir in deinem Herzen und sag, Jesus, mir ist bewusst worden, dass ich getrennt bin von dir und dass ich nicht gut bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist und dein Leben gegeben hast. Bitte komm in mein Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Ich möchte mit dir leben, für immer und ewig. Amen.